Ja, herzlich willkommen zu diesem Special Talk heute hier mit Sultan. Schön bist du hier im Studio. Vielen Dank, Dan. Merci. Hey, willkommen. Ich hatte nicht vor langer Zeit, vor einer Stunde hatte ich hier Ascher und er ist messianischer Christ, hat sich versöhnt mit den palästinensischen Christen dort. Deine Eltern sind palästinensischen Moslems, die geflüchtet sind nach Jordanien. Und es ist spannend, heute deine Geschichte zu hören. Nimm uns doch ganz kurz mit, kurz zusammengefasst. Wie bist du hier hingekommen? Was hat dich hier hingebracht? Was ist deine Lebensgeschichte? Ja, so meine Familie ist 1967 geflüchtet von Jerusalem nach Jordanien wegen dem Krieg. So bin ich als Moslem aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in Jordanien. Und so bis 21 Jahre alt bin ich im Islam. Mit 16 war ich ganz tief im radikalen Islam. Und 2004 war ich in eine islamische Pilgerreise nach Saudi-Arabien. Und als ich zurückkam, hatte ich regelmäßige Schmerzen. Und von Jesus habe ich zum ersten Mal gehört in 2008, dass Jesus einfach Gott selbst als einem Wort, der kam, uns zu retten, der uns liebt. Und so an diesem Moment habe ich der Schöpfer gesagt, nachdem ich diese mehrere Videos angeschaut, wenn du Jesus bist, der Schöpfer, komm und heile mich. Und so habe ich seine Heilung erlebt. Und so ging es dann später in Verfolgung. Als Konsequenz musste ich flüchten für ein paar Monate im Nachbarland Syrien. Und dann später, als ich wieder nach Jordanien kam, wurde meine Frau umgebracht wegen dem Glauben. Und so musste ich nochmal flüchten, wie meine Eltern von Jerusalem. Ich musste von Jordanien auch selber flüchten in der Schweiz als Asylsuchende und lebe ich hier jetzt mit meiner neuen Familie in der Schweiz. Unglaubliche Geschichte. Und das ist ja noch nicht alles so lange her. Vielleicht du sagst, du hast Jesus kennengelernt durch Videos. Kannst du das etwas erläutern? Was ist da passiert? Wie bist du auf diese Videos gekommen? Es war eine Diskussion zwischen meinem Onkel und einer Christin. Und die Frage war, warum konvertierst du nicht zum Islam? Dein Onkel gesagt? Genau, der Mann meine Tante. Und dann sie sagt, wie kann ich einen liebenden Gott verlassen und einen Betrüger folgen? Und das war erschreckend eigentlich für uns. Und dann hat sie das eigentlich erklärt von Versen von der Koran. Sie hat Versen zitiert von Surah 9. Aber dann hat er weiter gefragt und dann hat sie von Gottes Liebe, von Matthäus 5 erzählt und wie Jesus in Offenbarung 3 klopft auf den Herzen, wenn wir seine Stimme hören und öffnen, dann kommt er rein. Und das hat mich geführt, diese Nacht in ein Café-Internet zu gehen und dieser Prediger zu sehen, der Vergleich zwischen Islam und Christentum, die Frau erwähnt hat. Und für 3 Nächte, Nacht nach den anderen, war ich dort zu hören. Erstens zum Beispiel, ist es ein Gott oder 3 Götter? Und so meine Überraschung als Muslim, die immer gelernt, dass die Christen an 3 Götter glauben, dass die Christen an einen Gott glauben, nicht an 3 Götter. Und diesem Gott habe ich ihm gerufen, wenn du Gott, der Schöpfer, wenn du Jesus bist, dann komm und heile mich. Und so ist ein Wunder passiert, die ich nicht erwartet, in einem Café-Internet, nach dem ersten Gebet. Und so war ich jeden Abend dort, weil dachte ich, wenn ich jetzt sterbe, werde ich in der Hölle gehen als Muslim, weil es nicht stimmt, dass Jesus ist Gott. So war ich immer wieder dort. Bis nach dem 3. Nacht, dann war es klar, hey, wenn ich im Himmel gehen will, und das ist die Mentalität als Muslim, es geht um Leben nach dem Tod. Es geht nicht um Leben hier mit Gott. Das brauchen wir in der westlichen Welt etwas mehr, ja. Ja, und so dann habe ich gedacht, ich muss zu Christentum konvertieren, damit ich diesen sicheren Platz habe im Himmel. Und so habe ich einfach gebetet in mein Zimmer, Jesus, ich lade dich in mein Leben. Einfach diese Frau gefragt, wie kann ich Christ werden? Und sie hat mir dieses saubere Gebet gesagt, einfach mein Leben Jesus übergeben und ihm in mein Leben einladen. So das habe ich in mein Zimmer gemacht. Und so meine Überraschung, das Erste, was Jesus macht, der Heilige Geist macht, er zeigt mir Sachen, die ich im Namen Allah gemacht, die nicht stimmen mit Gottes Herz. Und da begann ich zu weinen, Buße zu tun für das, was ich gemacht. Und zweitens war Gottes Kraft wie Elektrizität in meinem Körper. Und da wusste ich, dass Gott lebendig, aber das Zweite war, ich wusste, wenn ich heute sterbe, ich komme im Himmel. Wow. Und das ist das, was Gottes Wort sagt, einfach wie ein Stimmbild auf unser Herzen, dass wir gehören zu ihm. Und das war nicht erklärend vorher von irgendjemandem, dass wenn man Jesus wirklich sein Leben anvertraut, dass er diese Sicherheit im Herzen bekommt, nicht durch einen Prediger, sondern durch Gottes Wirken im Herzen. Und das hat mich getragen eigentlich für die nächste Phase. Unglaublich. Jetzt sagst du, du bist geflüchtet. Ja. Deine Frau, ich hatte schon Kinder dazu mal, gell?
Ja, wir hatten 2 Kinder zusammen. ist geblieben und die muss dir Leben geben. Wie ist das passiert und was hat das ausgelöst? Das ist ja unglaublich großer Schmerz. Ja, weißt du, dass als ich zu Glauben kam, dann später, eine Woche später, dann wurde meine Wohnung zerstört. Ich wusste, ich muss flüchten. Und dann ein jüngerer Bruder kam zu Glauben von mir. Und dann nach 7 Monaten dann bin ich wieder nach Jordanien gegangen. Und in dieser Monat in Jordanien war meine Bewegung so begrenzt. Und die Familie von meiner Frau, sie ist meine Cousine eigentlich. So mein Onkel hat meine Frau umgebracht, damit er sie, wie er nachher gesagt hat, er will sie schützen, dass sie nicht in der Hölle kommt. Aber an den gleichen Tag haben wir uns getroffen und sie sagt, sie kann sich vorstellen, Christin zu sein, aber nicht ihr Kopftuch wegzunehmen. Und ich glaube, das, was wir immer sagen, Gott interessiert sich nicht an das, was wir tragen, sondern an unseren Herzen, dass wir ihm gehören, oder? Ja, und das war dann der endgültige Grund, jetzt von Jordanien zu flüchten. Ja. Ich kann nicht mehr dort bleiben. Deine Kinder mussten dort bleiben? Leider ja. Und ja. wie ist diese Geschichte jetzt weitergegangen? Wie hattest du mal Kontakt mit deinem Onkel, mit deinem Schwiegervater? Ja, es ist so, dass meine Kinder in Jordanien geblieben. Da war ich wirklich gezwungen, weiter im Kontakt mit meiner Familie zu bleiben. Und ich denke, das ist eigentlich irgendwie, Gott hat es so gelassen, dass das passiert, so dass mein Herz immer noch gegenüber Jordanien offen bleibt. Und so hatte ich Kontakt immer mit meinen Kindern, mit meinen Verwandten, aber auch mit meiner Schwiegermutter, die am Anfang immer mich geflucht hat eigentlich. Aber Gott hat mir mal gezeigt, es wird eine Versöhnung stattfinden. Und so hatte ich mal Kontakt mit meinem Onkel anhand von einem Traum, die über eine Stunde ging es, um ihm zu vergeben. Also aber der auch, Traum ging eine Stunde oder das Gespräch? Nein, das Gespräch. Der Traum war ganz schnell, aber war ganz klare Botschaft, ich muss meinen Onkel anrufen. Und wolltest du, ich meine, wie hast du diesen Schmerz überwunden? Es ist klar, weißt du, ich glaube, dass wenn Gott etwas spricht, da gibt dir Kraft und dass du etwas überwinden kannst, auch wenn du immer noch den Schmerz spürst. Weißt du, ich hatte die Kraft, ihm anzurufen, aber ich hatte nicht mehr die Kraft, ihm nachher den Kontakt zu ihm zu pflegen, war der Schmerz so hoch in mir, dass ich nicht mehr konnte ihm wieder anrufen. Bis dann Jahre später, 20 am Ende, wo ich merkte, ich kann meine Kinder nicht rausholen. Ich wurde immer wieder betrogen. Die waren immer noch in Jordanien? Die waren immer noch in Jordanien. 12 Jahre lang habe ich gekämpft mit meiner jetzigen Frau, dass wir sie holen in der Schweiz und es ging nicht. Und so habe ich dann am Ende gedacht, hey, es gibt nur eine Person in Jordanien, in meiner Familie, die ich noch nicht ihm gefragt für Hilfe. Das war mein Schwiegervater. Und so habe ich ihm angerufen und ihm alles erklärt, bist du bereit, mir zu helfen, meine Kinder zu bekommen? Und seine Antwort war, die ich glaube, Gott hat ihn dafür geleitet, das bin ich. Er hat mir geholfen, meine Kinder zu nehmen. Und hier ist es eigentlich eine Verheißung, die über... Und deine Kinder hast du jetzt bekommen wieder? Meine Kinder leben mit mir und meine Frau hier in der Schweiz. Wow. Ja. Unglaubliche Story. Wie können wir so einen Glauben entwickeln, der bereit ist, sogar Verfolgung auf uns zu nehmen? Du hast Ja gesagt für Jesus. Inmitten von der größten Bedrängnis. Du musst dein Land verlassen, hast deine Frau verloren, deine Kinder nicht gesehen für 12 oder nicht bei dir gehabt für 12 Jahre. Ja, wie können wir so einen Glauben entwickeln? Wenn ich mir überlege, eben in unserer Zeit, wir sind herausgefordert und wir haben weniger Verfolgung, aber es ist ab und zu für uns nur schon schwierig, etwas Schwierigkeiten wegen dem Glauben zu erdulden. Eigentlich sind wir als Christen bewusst, dass unser Leben ohne Jesus ist eigentlich der Hölle. Sind wir bewusst, dass ohne Jesus können wir es nie schaffen, in Beziehung mit Gott zu kommen. Wir sind von ihm ganz getrennt in unserer Sünde. Und Jesus kommt und begegnet uns genau dort, wo wir sind. Und er zeigt uns, dass er uns liebt, dass er uns alles gegeben hat für uns, damit wir wieder in Beziehung zu dem Vater kommen. Und eigentlich, wenn es bewusst, weißt du, das ist so, unser Leben so schlimm ohne Jesus, dann eigentlich es hilft immer wieder, dass wir denken, dass wir brauchen Jesus eigentlich in allen Situationen. Und für mich das zu sehen, dass was mein Schwiegervater zum Beispiel gemacht hat, am Ende, er wird in der Hölle gehen, wenn er nicht Jesus begegnet.
und das ist genau mein Platz, hätte Jesus mich nicht auch begegnet. So, wir sind genau gleich eigentlich. Ich bin nicht besser als meinen Onkel. Ich bin nicht besser als ISIS oder egal wer jetzt anderen umbringt, da bin ich stehe auf der anderen Seite von Gott. Und Gott kommt und streckt seine Hand und er nimmt mich auf seine Seite und verändert mein Leben. Weißt du, ich komme zu einem anderen Punkt, als er meine Frau umgebracht. Mein Vater hat gesagt, wenn du ein Mann bist, dann sagst du, dass du Muslim bist, damit die Regierung oder dass er eine Todesstrafe bekommt in Jordanien. Und an dem Moment, der Heilige Geist zeigt mir meinen Schwiegervater mit dem Blut an seine Hände. Und ich dachte, nein, der Zeit kommt, wo er der Blut seiner Tochter auf seine Hände sieht. Und in dem Moment braucht er Jesus. Und ich glaube, das kann der Heilige Geist tun. Aber daher, das war so stark, wir sind genau gleich. Und er braucht Jesus. Und in so schwierigen Situationen, wenn wir genau wissen, dass wir sind genau wie die anderen, aber da haben wir Jesus. Sie brauchen Jesus, dann können wir vergeben. Und zweitens, dass ohne Jesus schaffen wir es nie. Und darum den Fokus auf ihm immer zu haben. Auch wenn es Verfolgung, was bequem oder nicht bequem, dass wir den Fokus immer auf Jesus haben. Was würdest du jetzt den westlichen Christen, die jetzt gerade zuschauen, mit auf den Weg geben? Und sagen, hey, von mir als Ex-Moslem konvertiert, was ist deine Botschaft an die westlichen Christen? Ganz kurz zusammengefasst. Was wünschst du ihnen? Ja, wisst ihr, ich würde sagen, in Matthäus 19, oder von, ich glaube, 23, da sagt Jesus, der Petrus fragt Jesus, wir haben alles verloren für dich. Und Jesus verspricht die Erste, ihr werdet mit mir regieren. Ihr werdet mit mir regieren. Und egal, und ich glaube, die Botschaft von Asher war genau jetzt gleich um 11:30 über das. Wir werden regieren mit Jesus. Egal, was jetzt gleich geschieht, ob wir es gut haben oder schlimm haben, dort wird es viel besser und mächtiger sein. Und zweitens, egal, was wir verlieren, er verspricht 100-fach zurück. Das bedeutet, im Vergleich von das, was kommt, ist es nicht da. Wir haben nichts in der Schweiz gegenüber das, was Gott uns verspricht. Dann sollte es, ob es bequem oder schlimm, nicht halten, ihm nachzufolgen. Einfach fokussieren wir auf seinen Königreich. Es kommt die Zeit, wo wir mitregieren. Wow, danke vielmals. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Danke vielmals, warst du hier bei uns im Studio, hast von deinem Leben erzählt, das ist so inspirierend.